Zimmermann, jetzt sitzen Sie schon seit 2 Tagen in Ihrem Büro rein. Wie geht's? Schlecht. Herr Bischofberger, schlecht. Ich glaube, es geht zu Ende. Ah, was? Sie sind doch im besten Alter und können... Ja, doch nicht mit mir. Mit dem Bankengeschäft. Nach der Subprime-Krise, der gestohlenen Daten-CD, der FINMA, der US-Steuerbehörde, der Abschaffung vom Bankgeheimnis hat man uns ja praktisch alle Grundlagen für unser Business weggenommen. Aber wir finden doch immer wieder eine Gelegenheit, um ein bisschen Profit aus so einem Finanzkonstrukt raus... Und hört auf, mir mit eurer arroganten Art Mut zu machen. Ich hätte eben eine Idee, wo wir vielleicht könnten mit uns... Hören Sie doch zu, in welche Idee haben, Herr Zimmermann. Findet ihr das in Ordnung, auf einen Banker, der schon zerstört am Boden liegt, noch einzuschlagen? Was fällt euch eigentlich ein? Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, Einkommen tönt schon mal gut. Aber das mit dem Bedingungslosen, das bedeutet doch Staatssozialismus. Nein, jetzt stellen Sie sich doch einmal vor, jeder Schweizer kommt 2500 Franken vom Staat über. Und dann braucht er doch noch jemanden, der das Geld für ihn verwaltet. Verdammt geniert, Bischofberger, ihr habt recht. Da winken Millionen von neuen, hilflosen Kunden und Anlegern in einem Markt ohne Regeln. Endlich sehen wir wieder Gold am Ende vom Tunnel. Aber braucht es noch nicht zuerst noch eine Volksabstimmung? Ja, die gönnen wir natürlich locker, weil die Schweizer werden sicher nicht wieder so blöd sein wie dort mal, wo sie sich selber mehr Ferien verweigern. Und zu diesen 2500 Franken kommt ja dann noch 600 Franken pro Kind. Genial. Wir müssen wie früher wieder so Kindersparkassen rausgeben. Und dann entwickeln wir noch ein paar knackige Finanzproduktvorschläge. Ja, zum Beispiel so ein renditeloses Bedingungskonto 1,5 plus. Aha. Und wie funktioniert das? 1% Negativzins bei 5% Bearbeitungsgebühr. Oder wir lancieren das Sparpartner-Package Secura Comfort All-in-One. Ja, klingt spannend. Was ist das? Da tut der Kunde den Staat anweisen, das grundlose Geld direkt an uns zu überweisen. Und was ist unsere Gegenleistung? Sein Konto wird umgewandelt in einen Kreditbrief von reduzierter Bonität, abgefedert von einer venezolanischen Staatsanleihe und bei Todesfall dann ausgezahlt durch die amerikanischen Subprime-Papiere, die wir ja noch im Lager haben. Versteht das der Kunde? Perfekt! Wir legen sofort los mit unserer Aktion «Grundloses Bankeinkommen». Ab an die Arbeit! Und noch etwas, Bischofberger. Ihr wisst, mit dem neuen Gesetz steigt die Steuerbelastung auf unser Institut. Das heisst, die werden euch auch nicht mehr zahlen können. Aber den Lohn kommt ihr ja sowieso vom Staat über.